Büsi-Zeptin, grüezi miteinander. Hoi miteinander. hallo. Hoi, Sascha. Hallo. Sali Peter. Hoi, Raffaella. Hoi, Jörg. Give me five. Ja, es sind im Moment natürlich wahnsinnig schwierige Zeiten. Man weiss ja nicht mal mehr, wie grüezi sagen. Also bei der Begrüßung auf der Straße, bei Kolleginnen und so weiter, tue ich jetzt einfach weniger Frauen küssen. Ich weiss nicht, wieso es gegangen ist, aber diese Woche habe ich beim Fernsehschauen irgendwie so eine Art Flashback gehabt. Dieser Herr links erinnert irgendwie an einen anderen Trash-Show-Kandidaten. Meine Haare sind irgendwie total beliebt, egal wo ich bin. Ohne Witz. Sehr witzig. Wenn ich richtig verliebt bin, dann ist immer alles Drama. Baby, Hoffentlich macht er ihr kein Drama. Ferrari, ein normaler Mensch mit rechten Fleck an der Seite würde erreichen. What did you say? Mit rechten Fleck an der Seite. Und das wärst gerne du. Oh ja. Mein Herz schlägt, ich weiss nicht, 1000 Klopfen pro Minute, ich weiss es nicht. Oh ja. Ich persönlich empfehle einen Deutschkurs. Was man zum Beispiel gegen ein Doppelkinn machen kann, da habe ich keine Ahnung. Also da bin ich nicht der Experte. Das ist sie. Ich habe einen Tipp für alle Menschen. Es ist cool. Man hat ein Doppelkinn, wenn deine Zunge unten ist. Und wenn du sie rauflegst, hast du eine mehr Jawline. Das ist alle dumm, weil ich habe keinen Plan von Leben. Mir ist es wichtig, dass man meinen Namen kennt, weil ich eine Plattform haben will, wo ich über wichtige Themen reden kann. Oh my God, who the hell cares? Weil ich will auch über so wirklich wichtige Themen, die gerade nicht so besprochen werden, so Hunger und sowas und Klima und was auch immer. Ich will eine Plattform haben. Was laberst du? Und ich will mich präsentieren als die Person, die ich geworden bin. Also jeder schafft es. Wenn ich es schaffe, dann schaffst du es auch. Hast du überhaupt gelernt? Nerviger als Tamara ist nur Liana, auch bekannt als die, wo sich nicht mehr spürt. Ich bin gerade auf jeden Fall sehr aufgeregt und habe immer ein bisschen das Problem, dass mir das oft ein bisschen im Weg steht. Deswegen ablegen und einfach Liana sein und hoffen, dass nichts Schlimmes passiert. Ja, bei ihr kriegen es die Zuschauer mit der Angst zu tun. Hey, single lady. Where my single lady? You go away. Keep going. Where my single lady? Keep going. Where my single lady? Where are the single ladies? Where my single lady? I love her. Das aktuell meistverbreitendste Virus in Zürich, das ist unheilbar und es wird mehrheitlich genetisch weitergegeben. Es heisst Selbstüberschätzung. Die Stadt Zürich ist die grösste, die beste und die wichtigste Stadt der Schweiz. Das Beste, was hier jetzt geht. Und wo wir gerade bei Viren sind, irgendetwas war noch diese Woche. Und jetzt haben wir da noch so ein bisschen Coronavirus-Geschichte. In der Tat. Die folgende Dame weiß ganz genau, wie mit der neuen pandemischen Gefahrenlage umzugehen ist. In Kassel ist noch gar nichts. In Kassel ist auch kein Conora, gar nichts. Kein Conora, gar nichts. Und jetzt haben wir Berlin gebucht, 3 Tage und ich sage mir ganz einfach, ich kriege das nicht. Und ich will das nicht. Ohne Bagger. That is so not funny. Die Verordnungen des Bundesrats stoßen bei der Bevölkerung verständlicherweise auf Unverständnis. Man kann sich nicht einsperren. Vor allem wir, die ein Mädchen haben, da müssen wir raus. Also... Ja. Ja. Ja und nein. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Macht einem fast ein bisschen Angst. Es war ruhig und fast, man kann sagen, fast tödlich, kann man sagen. Der Tod, da ist er! Der Tod! Das ist doch nur Maggie! Unsere Fernsehsender haben gefühlt ja mindestens jeden Schweizer schon einmal zum Thema Coronavirus interviewt. Und unter all diesen Interviews hat es ein ganz grosses Highlight gegeben. Dieser Herr hier wollte nur mal kurz über die Grenze nach Deutschland. Ich gehe vor die Grenze und hat mir gesagt, dürfen Sie jetzt dort durch nur die Grenzgänger und die anderen Leute, wenn er muss einkaufen oder in den Kiosk gehen und rein, muss er wieder retour. Das ist im Beweisen, wie viel das geht. Da habe ich gesagt, aber Gottverdammt. Porco Dio! Gottverdammt. Dio Porco! Warum hat er nicht so eine Maschine, die kontrolliert, die Leute, die gut sind, sollen die durchfahren? Die krank sind, sollen wieder retour und sagen, hey, bleib zu Hause.
Das ist jetzt seit 3 Monaten. Dio cane, Dio cane, Dio cane. Das ist Katastrophe. Oh, werde spucken. Das ist nur Business, Politik, wo so Scheissdreck jedes Mal immer passiert. Ist Ebola gekommen, ist der Scheissvogel, Scheissdreck auch gekommen. Vaffanculo! Was ist es? Was machen Sie jetzt? Jetzt gehe ich heim. Habe ich meine Pulle schon parat, Kartoffeln habe ich schon alles geschnitten, Karotten auch. Stimmt oder stimmt nicht? Eine Peperoni mache ich und dann am 12:30 essen. Keine Probleme. Ja, und wenn sogar er geschnallt hat, dass es jetzt wirklich das Gescheiteste ist, einfach heimgehen, selber etwas kochen und dort zu essen, dann müssten wir es jetzt eigentlich ja wirklich alle gemerkt haben. Müsstet. Zum Schluss noch die intelligentesten Meinungen zur Corona-Krise. Das mit dem ganzen Corona ist doch ein bisschen Angstmacherei. Kann sein, aber ist wahrscheinlich nicht. Es ist kein Krieg am Ausbrechen. Ich bin im Krieg, ich habe alles erlebt. Ein bisschen runterkommen, wirklich. Ich glaube, es ist völlige Panikmacherei. Das ist doch Wahnsinn. Es ist eine Grippe. Totaler Blödsinn. Es ist eine Grippe, die umgeht. Ist doch Blödsinn. Die Alten müssen halt sich ein bisschen zurücknehmen. Wir Jungen können trotzdem noch unseren Plausch haben. Sprachlos eigentlich. Ich kann nicht denken, dass das Volk so, ich kann es nicht anders sagen, blöd ist. Ernsthaft, nochmal der Appell an euch, bleibt daheim. Geht nur raus, wenn absolut nötig. Trefft keine Leute, außer das ist irgendein Notfall. Es ist jetzt wirklich wichtig. Stehen wir zusammen, stoppen wir die Verbreitung von dem Virus, oder verlangsamen sie zumindest, und machen wir zum Schluss das, was wir diese Woche schon ein bisschen geübt haben. Wir klatschen für all die uns geholfen haben in dieser Zeit. Medizinisch oder uns mit Nahrung versorgt haben oder einfach andere Sachen, die wir brauchen. Merci, merci, merci. Bravo!